Servus ihr Lieben, heute ist der 4. Advent. An dieser Stelle schon mal an euch einen schönen 4. Advent. Und jo, ich habe mir gedacht, mega, es ist zwar nicht wirklich schön, aber egal, es regnet nicht. Und der Acker, auf den ich jetzt drauf gehe, der ist frisch umgegraben worden. Und ich hoffe, dass beim Umgraben die schönen Funde nach oben gekommen sind. Schauen wir mal, was der Tag bringt. So, und ich bin mal wieder mit dem Orks unterwegs, der mir freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt wurde. Und da freue ich mich drauf, denn wir beide sind jetzt schon lange nicht mehr gelaufen. Und wie ihr seht, hier sind dicke Ackerschollen. Das wird interessant zum Laufen. Es ist einigermaßen fest. Also ein paar barzige Stellen gibt es, aber egal. Scheiß drauf, ich möchte jetzt sondeln. Also, los geht's. Wünscht mir gut Fund und dann hoffe ich, dass wir uns beim ersten Fund gleich wieder hören. So, und das ist das zweite Signal, was ich jetzt ausgrabe. Das erste habe ich nicht gefilmt, das war irgendein Teil von einem Kupferzierdegegenstand. Und hier habe ich jetzt einen richtig schönen alten Nagel. Den muss ich euch zeigen. Normalerweise filme ich keine Nägel oder irgendwas, aber der ist wirklich alt. Sehr geil. Ich denke mal aus Bronze gefertigt. Eine super Patina. Und schönes Gerät. Also, ich liebe solche alten Nägel. Das ist noch Handschmiedekunst. Das war noch Qualität. Geiles Teil. Mega. Cool. Weiter geht's. Und wer sagt's denn? In diesen ganzen Erdschollen, die hier aufgeworfen sind, ich mache das mal schärfer, da war in dieser Scholle hier, genau an der Seite, das ist das Stück, was ich hier weggebrochen habe, der Rest liegt da drüben, eine Münze drin. Und vom Signal her und vom ersten Blick drauf würde ich sagen, das ist Silber. Machen wir das mal scharf. Oh ja, das sieht nach einer Silbermünze aus. Die erste Münze für heute und dann auch noch Silber. Danke, lieber Orks. Ich schau mal, ob ich irgendwas drauf erkennen kann. Das sieht echt schön aus. Ich werde das nicht mehr großartig drüber reiben. Jo, eine Silbermünze. Keine Ahnung, ich kann euch gerade eben nicht mehr dazu sagen. Hammer. Danke, lieber Orks. Wie immer eine große Freude, mit dir zu sondeln. Es ist immer wieder erstaunlich, was du hier aus dem Boden raus beförderst. Sehr schön, so kann es weitergehen. So, aus dem Loch der nächste Fund. Erst habe ich gedacht, das ist einfach nur irgendwie Aluminium oder irgendein Schrott. Aber seht ihr das hier? Das ist verziert. Und ich denke, dass dies ein Teil einer Tuchplombe sein könnte. Weil ich glaube, das lief hier außenrum kreisförmig weiter, also das flachere. Sehr interessant, also hinten ist es auch irgendwie verzerrt. Und ich würde mal sagen, Tuchplombe. Also ich habe hier schon einige Bleiplomben gefunden und das sieht mir echt gut aus. Sehr schön, tolle Symbolik. Wenn jemand die Symbolik schon mal gesehen hat, gerne mir in die Kommentare schreiben. Nehme ich auf alle Fälle mit. Also ich nehme natürlich meinen ganzen Schrott mit, aber das nehme ich auch mit nach Hause und werde es nicht unterwegs im Mülleimer entsorgen. Sehr geil. Weiter geht's. So, und die nächste Münze, denke ich mal, aus diesem Loch. Sehr schön, so gefällt mir das. Machen wir mal scharf hier. Oh ja, das sieht nach einem Regensburger oder Augsburger Heller aus. Da liegen einige hier auf dieser Ackerfläche. Schauen wir mal, ob ich die... Es ist zwar einigermaßen trocken, aber es ist dennoch recht barzig. Ja, also ich denke mal, es ist keine runde Münze und ich sehe hier, glaube ich, auch die 2 Schlüssel von Regensburg. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, Regensburger Heller. Alte Münze, die zweite für heute. Mega, so macht es Spaß. Cool, weiter geht's. So, jetzt wird es langsam dunkel und hier hat sich der nächste Fund angekündigt. Ich habe es noch nicht rausgeholt. Das sieht nach der nächsten Münze aus. Jo, das sind sogar, glaube ich, nee, erst habe ich gedacht, das sind 2. Aber das hat noch die Form. Und wieder Silber, sehr geil. Dritte Münze für heute und wieder Silber. Ich freue mich, ja, das ist einfach herrlich. Das ist geil. Da kann man sogar irgendwas drauf lesen. Ich meine hier Landmünze zu lesen. Also zumindest sah es gerade aus wie Land. Egal, Silber. Schau mal, ob ich im Auge... Nee, also mit dem Handy sehe ich besser, weil es
wirklich dunkler ist, als was mein Handy gerade aufzeichnet. Egal. Zweites Silber für heute, dritte Münze. Ah, da kann ich sogar jetzt ein Jahr lesen. Ich glaube 1737 steht da unten. Mega. Danke, Orks. Weiter geht's. So, und ich denke, der erste Knopf für heute, also es wird jetzt immer dunkler. Ich werde dann gleich aufhören, weil ihr seht, es war noch schön hell. Ja, es ist ein Knopf. Sah schon von der Farbe so aus. Sehr geil. Cool, alter Knopf. Immer wieder schön. Mein Knöpfli. Und ich freue mich über meine 2 bisher gefundenen Silbermünzen. Was mega ist, dass sogar die Öl. Ein Traum. Sehr schön. Cool. So, dann schauen wir noch ein bisschen und dann muss ich leider aufgrund der nahenden Dunkelheit aufhören. Weiter geht's. So, dann kommen wir mal zur Fundzusammenfassung. Ich habe jetzt echt aufgehört, es ist so dunkel geworden draußen. Fangen wir mal mit den Silbermünzen an. Also ich habe die grob gereinigt. Schauen wir, ob wir hier was erkennen können. Also ich denke, ich sehe hier einen Adler. Und ich meine, dass ich vorher irgendwas gesagt habe mit Landmünze. Schauen wir mal. Carolus, also Karl. Ja, schwer zu sagen. Ist auch recht unangenehm hier. Egal, Silber. Hier die nächste Silbermünze. Hier sehe ich ein Wappen. Sieht nicht nach dem bayerischen aus. Und hier steht sogar 3 Kreuzer. Sehr geil. 3 Kreuzer 1837. 3 Silberkreuzer. Genau hier stand es drauf mit der Landmünze. Jetzt schauen wir doch nochmal auf die andere. Ich denke, dass die älter war. Da stand, glaube ich, ich konnte es irgendwie lesen, 1700 und ein paar zerquetschte. Egal, ich freue mich. Mega. Hier der kleine Kupferheller. Dann der Knopf, oh, der ist sogar verziert, sehe ich gerade. Der hat so eine interessante Form. Es sieht aus wie ein Speichenrad von einer Kutsche. Mega. Dann denke ich, das habe ich mir nicht näher anschauen können, weil es so dunkel ist. Ein halber Knopf. Ja, ein halber Tomba-Knopf. Dann denke ich mal Tuchplombe. Müsste auf alle Fälle eine Tuchplombe sein. Was habe ich sonst noch gefunden? Machen wir mal scharf hier. Irgendwas. Das sieht aus wie das Ende eines Bestecks. Das finde ich auch immer wieder. Also es kann von Gabel oder Messer sein. Dann irgendwas aus Kupfer. Das ist der erste Fund, den ich gemacht habe. Ich denke, ja, das habe ich schon mal gesehen. Ich mache es mal scharf für euch. Da war früher ein Band drin. Und das ist so ein Ende von einem Lederband oder von einem anderen Band. Und das ist einfach die Spitze. Pferdezaumzeug könnte es zum Beispiel sein. Dann irgendein Teil von irgendeinem Teil. Das denke ich mal ist Blei. Hat ein ziemlich lautes Signal gemacht. Ja, und dann einfach mega. Schaut euch mal diesen Nagel nochmal an. Hammer. Sehr schön. Super. Das waren die Funde für heute. Ich war jetzt ungefähr knapp 2 Stunden unterwegs. Ich freue mich über 2-mal Silber, einmal Kupferheller, die Tuchplombe und so weiter. Super, dann sehen wir uns gleich nochmal. Jo, ihr Lieben, das war's für heute. 4. Adventssonneln. Hat mega Spaß gemacht. Ich habe mir ein Bier von daheim mitgenommen. Man darf ja nirgendwo mehr hingehen. Prost an dieser Stelle. Auf uns erstmal und auf den 4. Advent. Oh, das ist so gut. Nach getaner Mühe muss man sich ein bisschen belohnen. Ich freue mich über 2-mal Silber. Wer hätte das gedacht? Aber immer wieder schön. Das frischt meinen 4. Adventssonntag beim Sonneln auf. Morgen habe ich frei. Unter Umständen gehe ich morgen nochmal sonneln, wenn es die Zeit zulässt. Aber ich denke schon, morgen soll das Wetter ein bisschen wärmer sein als heute und dann geht der Regen los. Genau, ich denke, wenn ich morgen nicht mehr zum Sonneln komme, wünsche ich euch an dieser Stelle schöne Weihnachten, Gut Jul. Und ich denke mal schauen, also Silvester, ich denke, da hören wir uns vorher noch. Aber vielleicht gehe ich morgen nochmal sonneln. Wenn ihr noch unterwegs seid, ich wünsche euch allzeit gut Fund. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß beim Sonneln. Das kann man wenigstens kontaktfrei machen. Und ein bisschen Spaß muss man auch noch haben. Und ja, die Winter in Deutschland sind ja auch nicht mehr das, was sie waren. Ich bin auch nicht böse drum, Gott sei Dank. Wenn man Auto fahren muss oder so, ist das natürlich scheiße. Naja, egal.
Einen schönen 4. Advent euch noch und Servus.